Wangen im Kanton Schweiz wohnt die Familie Schwendeler. Bis vor kurzem haben sie noch zu Australien gelebt. Zurück in der Schweiz sind sie die erste Zeit beim Vater von Marcel. Hier wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Seine Mutter ist früh gestorben und der Vater hat sich alleinig um ihn und seinen Bruder gekümmert. Seit ich Kind habe, wird das mehr Realität, was du alles gemacht hast für uns, weißt du? Drum. Ja, du. Bei der Familie Neck ging viel los. Ihre Leidenschaft ist eine interaktive Kartautobahn in einer Schür. Von der kleinen Schür machen sie jetzt den Gump ins grosse Hallenstadion in Zürich. Für das braucht es viele neue Karts. Schon nur das Ausladen ist ein Hosenlupf. Die Idealvorstellung wäre schon gewesen, dass der hier eine nette Hebebühne hat mit einem Rolli, wo man einfach die 8 Paletten in den Stall hineinfugen kann. Ich habe mir das anders vorgestellt, aber kommt am Schluss nicht so drauf an. Die Familie Helen-Basic hat schon viel zusammen erlebt. Nicht nur Schönes. Diesen Sommer ist der Andrea ihre Autowerkstatt bei einem Brand zerstört worden. Bevor sie eine neue suchen, zügeln sie in eine andere Wohnung. Ich bin sehr am Lösen. Also ich freue mich, dass ich fast nichts mitnehmen muss. Auch dieser Mitbewohner bekommt ein neues Zuhause. Leia und ihr Papa, der Mario, kümmern sich darum. Nein, nicht am Boden, Leia. Sie ist stark, hä? Hast du gesehen? 3 Familien, 3 Welten, das ist SRF bei den Leuten Familiensache. Am Flughafen in Zürich wartet der Werner Schwendeler zusammen mit seiner Lebenspartnerin auf seinen Sohn und seine Familie. Markus hat geschrieben, sie sind gerade gelandet. Aha, das dann doch, gell? Nach über 12 Jahren kommt der Marcel mit seiner australischen Familie zurück in die Schweiz. Der Grossvater, die Kinder sagen ihm Didi, plangt auf seine Liebsten. Fast ein bisschen Herzklopfen. Ja, es ist schön. Ich freue mich. Und vor allem auch auf die Kinder. Dass ja, Dass reagieren, wenn sie können. Knapp 24 Stunden ist die Familie Schwendeler schon unterwegs. Von Australien, am anderen Ende der Welt, bis hier in die Schweiz. Oh, lange Weg, hä? Yes, definitely a long way. Oh, long way. Hi! Wow! Dad. You want to go up there? Siehst Sie waren nur 12 Jahre. du? Nur 12 Jahre. Nein. 12 Jahre. Hey, 12 Jahre warten ist viel. Ja, ich weiss. Hey! Hey. Long time. Es war ein langer Weg jetzt. Hey, ich sage es. Schalek, das ist für dich. What do you say? Mega komisch. Ich mag mich halt eben noch erinnern, als ich gegangen bin. Da hatte ich einen Rucksack und schon noch ein bisschen rausgeschaut und ein bisschen das Tränchen vergossen, als ich gegangen bin. Und jetzt, ja, 12 Jahre später, komme ich zurück mit Frau, 2 Kindern und 2 Trolleys auf Zeugs und sonst noch 3,5 Kubik, die wir verschifft haben. Ja, das ist ganz ein anderes Erlebnis jetzt. Jetzt haben wir es geschafft, Schatz. You made it. And now you are here. Yeah. We go with the Australia is beautiful. Australien ist wunderschön, aber irgendwie ist alles immer das Gleiche. Der gleiche Strand, Same dolphin. die gleichen Delfine. Ja, es braucht halt wieder mal etwas Neues. It's really good. I appreciate. Jetzt kann ich wirklich schätzen, was ich hatte. And that's the Und das ist das process Gute when am you say Prozess, wenn man Tschüss sagt. Man schätzt mit ganzem Herzen das, was man hatte. goodbye. This is beautiful. So that's the process. Das ist eben das Gute, wenn man geht. Somewhere is that you appreciate what you're leaving behind. Sonst hätte ich mich jetzt die nächsten 20 Jahre darüber beschwert. About it for another 20 years. Ich hasse das hier. Von Sydney auf Sydney. Vom eigenen Haus in Block.
Für die nächsten 2 Wochen wohnen Christina und der Marcel mit dem Kind beim Grossvater. Geschafft. Kind am Schlafen. Die zwei rein. Die haben es halt streng gehabt. Ich glaube, gepüselt. Ja. Können wir gleich tun. Hey, schau, wo wir sind. Alex ist am Schlafen. Ja, der bringst du nicht mehr wach. Der hat ein bisschen zu viel gegamet, glaube ich. Hey, guten Morgen. Kennst du das Haus noch? Alex, do you remember? Ja. In diesem Block ist der Marcel aufgewachsen. Sein Vater wohnt ging noch hier. Für eine Zeit lang sind sie jetzt zu 6 in dieser Wohnung. Du musst aufmachen. Ja, das stimmt. Weißt du es noch? Remember this place? The stairs? Yeah. Ich denke, es ist die nächsten 2 Wochen schon ein bisschen mehr Treble, so ein bisschen mehr läuft. Also, ja, man hört es ja jetzt gerade so. Aber es sind Kinder und das ist eigentlich normal. Eigentlich so. In Therwil im Kanton Basel-Land wohnt die Familie Helen-Basic. Das aber nicht mehr lang. Sie sind kurz vor dem Zügeln. Darum will Andrea vorher so viel Ballast abwerfen wie nur möglich. Flohmarkt ist heute und wir müssen heute möglichst viel verkaufen. Sonst möglichst viel entsorgen, wie es aussieht. Das ist eine riesige Sache, die wir hier haben. Also wir können dann eigentlich ganz viel verkaufen heute. Mega viel. Hoffentlich gegen ganz viel Geld. Der Moment zum Zügeln ist nicht ideal. Die Andrea braucht die Zeit, um sich um eine neue Autowerkstatt zu kümmern. Aber auch eine grössere Wohnung ist wichtig. Vor allem für Nico. Er hat kein richtiges Zimmer. Ich habe nur so eine Schiebetür und die kann man nicht zumachen. Ich kann sie höchstens zuklappen. Und so eine Dingsbums, ich weiß nicht, wie die heißen, habe ich auch noch. Und ja, kann man auch nicht abschließen. Und die Mädchen müssen bei ihm durch, wenn sie in ihr Zimmer wollen. Nico, tust du das Lego Technik bitte in die große Box und das normale Lego in die hier, dass wir das gerade trennen können. Bitte schön. Okay. Ja. Du musst einfach einen guten Boden machen, weil es ja Lego ist. Sicherheit. Du machst vielleicht noch mal einen rein. Dann kannst du sicher ein paar Lego drin machen. Normalerweise wird der Nico aber nicht von der Mutter gestört. Da ist halt manchmal nervig, weil meine Schwestern mich da nerven, zum Beispiel wenn ich lesen will oder Lego spielen. Eigentlich hätte der Flohmarkt auf dem Dorfplatz stattfinden. Aber wegen Corona müssen sie ihn jetzt alle vor der Haustür machen.
Zum Beispiel hier rüber machen. Wenn du dann etwas findest, das du doch noch spalten möchtest, tust du es mal auf die Seite legen. Du weißt gar nicht, wo anfangen. Mama, Nico, das ist die Lieblings-Nico. Darf man das nicht verkaufen? Nein, das ist ganz wertvoll. Ja. Im Weihnachtsgold. Das ist auch ein. Hallo. Claude ist ein Freund von der Andrea. Er und seine 2 Kinder wollen hier auch noch ein paar Sachen verkaufen. Wo ist der Rucksack? Wer will jetzt mitkommen, ein bisschen Werbung machen? Der Platz hier ist für einen Flohmarkt nicht ideal. Es hat keine Laufkundschaft. Darum macht der Claude mit den Kindern eine Werbetour. Ich habe immer auf dem Flohmarkt eingekauft. Ich kaufe immer Secondhand-Mode. Immer, denn es ist für mich besser, wenn man etwas doppelt dreht und es nicht noch kurz gedreht wird. Ich finde das immer sehr schade, wenn man etwas nur kurz anhat. Und ich kaufe immer auf dem Flohmarkt. Wir gehen oft. Aber unsere Kinder sind nicht gewöhnt, Flohmarkt zu machen. Das haben wir noch nicht bis jetzt. Endlich Kundschaft. Ja, Matteo, schau mal, sie möchte gerne das Auto kaufen. Willst du das verkaufen? Die 2 Sachen? Die 2 zusammen sind 5 und das nur allein ist 4. The crocodile, this one is how much? This one? Oh, einen? Okay. Dankeschön. Hey, ich habe ganz einen tollen Pulli für dich im Fall. Hä? Der hier. Weißt du, das ja. Und was hast du gerne? Schau mal die Badhose. Also. Easy. Sieht gut aus. So. Super. Dankeschön auch. Das noch, ja? So schöne Babykleider und niemand hat sie genommen. Die Andrea ist nicht zufrieden mit dem Flomi. Ich bin froh, um alles, was weggekommen ist, aber nicht so recht. Ich habe gehofft, dass er geht ein bisschen mehr weg. Ein letzter Versuch, um ihr Zeug loszuwerden. Die Fotos stelle ich jetzt nachher gerade ins Internet. Auf dem Facebook gibt es einen Flohmarkt. Und vielleicht hat jemand Interesse und kommt noch vorbei heute oder gleich noch doch etwas kaufen oder holen. Und sonst gebe ich es dann in die Brockenstube. Viel Aufwand für nicht viel. Ein bisschen mehr als 20 Franken hat Andrea heute eingenommen. Dachsen im Kanton Zürich. Iris Neck ist auf Nadeln. Hello, Lara. This is Iris Neck speaking from Switzerland. Hi. Oh, I just wrote you a mail. Ah, an email? Okay. Sie erwartet eine Lieferung von 24 Kartautos. But I can see your email. You will arrive around 12. Yes. Okay, excellent. I will hurry at a bit. Okay, bye-bye. Have a good day. Bye, Lara. You too. Bye. Am 12 Uhr sollte er da sein. Iris und der Andi sind mit ihrer Kartschür auf Expansionskurs. Sie haben sich in diesem Winter im Hallenstadion in Zürich eingemietet. In ein paar Wochen geht's los. Ja, es ist ein Riesenschritt. Es ist mehr als 10-fache. Wir haben ja einfach nur schon von der Fläche her, hier in der Kartschür haben wir etwa 110, 120 Quadratmeter. Und das ist das Eishockeyfeld, ich glaube 1600 Quadratmeter. Ja, es ist ein Riesengump. Wir sind mega gespannt. Ja, wenn man so ein bisschen daran denkt, was noch für Arbeit auf uns zukommt, sind wir schon ein bisschen überwältigt zum Teil. Und dann denkt man gleich, die Tür ist aufgegangen. Wir haben ja das so nicht gesucht. Und
ja, vertraue darauf, dass das gut kommt. Die Chance mit dem Hallenstadion hat sich dank Corona ergeben. Weil die meisten Eishockeyspiele abgesagt sind, haben Iris und Andi ein super Angebot für eine Co-Produktion mit dem Hallenstadion bekommen. Jetzt fährt er, glaube ich, gerade an. So gut. Da ist er gerade fertig. Hi. Yes. Just a quick question. The actual spot. Eine kleine Frage. Englisch gut oder Deutsch? Englisch und Deutsch. Der Ort zum Abladen ist 200 Meter weiter vorne. Kann ich mit euch mitfahren und ihn zeigen? Or is it? Huh? Okay. Then we'll walk. Ihr könnt dort durch und kehren und wir warten dann auf euch. Turn up and then come back. Be waiting for you. Geil. Okay. Ist krass. Reiselaster. Ja. Er hat, glaube ich, ein Puff drin. Er hat nicht wollen, dass wir mitfahren. Er hat nicht wollen, dass wir mitfahren, okay. So, ich geschaut. Nein, geht nicht. Ja, ich glaube. Das ist schon noch speziell. Wir haben so einen riesen Transporter. Ich dachte, das ist easy, da kann man schnell hinterfahren, aber das Ding ist ja gross. Gut, es ist irgendwie auch zu erwarten bei 24 Grad, aber ja, ist mega speziell. Ich habe das noch nie gehabt. So. Der Lastwagen ist zum Glück pünktlich auf den Mittag angekommen. So können auch die Kinder dabei sein. Wow. Hey, der ist ziemlich leer. Das Ding ist wahrscheinlich noch ein bisschen schwer. Ja. Ja. Perfekt. Marlin, ich brauche deine Hilfe. Can you move out the way? Ja. Musst du da verschneiden? Ja. Kannst du, ja? Gut. Also, schau, ihr könnt hier hingehen und jeder da schon aufschneiden. Weißt du, wie es geht? Nur der Plastik. Die Idealvorstellung wäre schon gewesen, dass der da eine nette Hebebühne hat mit einem Rolli, wo man einfach die 8 Paletten in den Stall hineinfugen können. Ja, aber Ich habe mir das anders vorgestellt, aber kommt am Schluss nicht so drauf an. sie sind da, das ist Klappt ganz schon. wichtig. Sieht nach Karte aus. Passt. Ja, das ist so original halt. Ich bin schon gespannt. Ich bin noch, soll ich sagen, noch ein bisschen angespannt, dass es auch klappt mit allen Teilen, die wir hier umbauen wollen. Die Materialbeschaffung ist im Moment noch ein grosses Problem. Das braucht noch ein viel Zeit. Und dann ja, wird es dann am Schluss schon klappen. Aber ja, ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Jetzt kannst ja du sonst dann anfangen zu rollen, oder? Ja. Es sind nur noch 5 Paletten. Das schaffen wir. Genau. Am nächsten Morgen 7 im Kanton Schwyz. Die Familie Schwendeler ist beim Grossvater am Zmörgeln. Ist das Joghurt? Ja. Das fein Joghurt? No thanks. Just means like Blaubeere-Joghurt. So, Strawberry fruit. So, thank you. Yeah. So that's plenty, huh? Okay. Musst Haar waschen. Gut. Wir haben Shower after, wash your hair. So naughty.
Naki. Ah, Schweizer zum Morgen. Ja, hast du durchgeschlafen? Schau mal. Die Christina läutet ihrer Mami, der Nona, zu Australien an. It's nice to be here. Es ist schön, hier zu sein. Hier siehst du den Morgentisch. Breakfast table. Ich vermisse euch. Oh, Wir vermissen dich auch. Wo sind die Kinder? they're here. I'm just gonna. Sie sind hier. Soll ich zu ihnen rübergehen? Shall I go over to where they're playing? I can't get it. I need. No. They don't tell me to stop. Hey guys. Wo gehst du her? She's on the train. Sie ist im Zug. Sie hat im Andreas und im Alec geschlafen. Last night. Wir vermissen die Nonna. Ich vermisse euch auch. Du hast immer noch die gleichen Kleider an. Es ist Zeit für ein Bad. Der Christina ist der Abschied von der Mutter weniger schwer gefallen. We are a very tight family unit, so. Wir haben eine starke Verbundenheit in der Familie. Wir brauchen nichts anderes. Klar, Of course, andere Leute kommen people dazu come in oder and gehen out of wieder. our lives, Das ist and that's super. great. So long as we are together. Ja, solange wir zusammen sind, haben wir eine tolle Zeit. So wird es sein. Und das ist meine Erwartung. That's my expectation. Immer nur die gleichen Messer. Ah, immer die gleichen Messer von früher. Und andere Sachen, ja. Das sehe ich auch noch. Messer, das sind die ganz alten von der Kindheit. Ja, jetzt wieder in der Küche rein. Da kommen natürlich einen Haufen Erinnerungen auf, als ich klein war. Ich glaube, als wir haben gezügelt, als wir irgendwie 5 waren, 6. 6 sind wir da in die Wohnung hineingekommen. Ich habe von vis-à-vis. Und seitdem eigentlich immer da gewesen und Veränderungen gesehen. Also alles ist so, ja, von meiner Kindheit sehe ich das eigentlich noch. Als wir halt aufgewachsen sind, meine Mami ist gestorben, als ich 7 war. Sie ist überfahren worden auf dem Zebrastreifen. Und seitdem hat sich halt dann nachher, der Papi hat auf uns geschaut. Und dann war es halt so, dass wir zu dritten mit meinem Bruder, also der Papi, mein Bruder und ich, sind dann halt da aufgewachsen. Und haben halt das müssen selber managen und dann war es ein Männerhaushalt. Der Alex ist jetzt 7 und der Lina ist 5, also es war etwa so, als die Mami gestorben ist. Und ich kann mir nur vorstellen, also ich kann mir kaum vorstellen, wie es eigentlich für mich wäre, wenn etwas der Christina passieren würde, wenn nur noch ich wäre, um das Ganze zu managen. Das wäre ja fast unmöglich. Und darum weiss ich es, glaube ich, jetzt zu schätzen, warum oder was du eigentlich alles gemacht hast für uns, weißt? Es war streng, aber ich muss so sagen, ich bin aufgewachsen ohne Mutter. Bei den Pflegeeltern, bei meinem Onkel und bei der Großmutter. Und ich weiss, wie es ist, wenn man nicht bei den Eltern aufwachsen kann. Und darum habe ich eben auch gesagt, dort, wo das passiert ist, da hat dann irgendeine Versicherung hat dann natürlich sagen, ich soll Kinder in ein Kinderheim geben. Das ist für mich und alles das Beste. Und ich habe gesagt, nein, das meine Kinder, solange ich lebe, können nicht in ein Kinderheim. Dann bleibe ich bleibe für die und schaue für meine Kinder. Kostet es, was es wolle eigentlich. Und ja, ich bin zufrieden. Ja, siehst du. Ja. Und darum sage ich dir, was der Papi geleistet hat, wirklich, ist unglaublich. Und darum... Ja, du. Das ist der beste Dad, den ich kenne. Der beste Dad, den ich habe. Ja, ja.
Bei der Familie Helen-Basic ist Zügeltag. Das ist Müll, falls ihr das wissen wollt, zum Entsorgen. Wir können dann noch eine Entsorgungstour machen. Andrea setzt grosse Hoffnungen in diesen Umzug. Sie will sich von viel Ballast trennen. In der neuen Wohnung soll alles ganz anders werden. Ich bin mich sehr am Lösen. Also ich freue mich, dass ich fast nichts mitnehmen muss. Zum Beispiel der Tisch wird abgeholt. Ich muss nichts damit machen mehr. Ich würde jetzt nie mehr etwas kaufen, das wir schon haben und das nicht kaputt ist. Also wir müssen jetzt wirklich alles sehr minimieren und nur noch das Nötigste brauchen und zügeln. Es ist eine neue Lebenseinstellung, denke ich auch. Ich habe das verinnerlicht und es ist für mich auch eine Therapie, alles zu entsorgen, loszuwerden, mich richtig zu lösen von dem ganzen Chaos. Und nachher durch das auch eine Struktur zu haben, weil einfach, es ist viel einfacher, dann etwas zu finden. Ich muss weniger aufräumen, weniger putzen. Es ist so, ich freue mich auf das neue Leben. Ja. Die Kisten sind definitiv nicht wert. Das Klebband auch nicht. Ich habe dort extra starkes Klebband, das Graue, für die speziell blöden Kisten. Aber, Entschuldigung, es ist sowieso so, dass wir zu viel eingepackt haben. Ich möchte gar nicht alles mitnehmen. Das ist jetzt Klebband und Kiste, nicht deine Schuld. 3 Freunde helfen mit. Ihr Mann, der Mario, muss arbeiten. Ich kann denken, ich stelle noch ein paar Sachen vor die Tür, dann wird es sicher auch noch mitgenommen. Auch die Mitbewohner kommen mit in die neue Wohnung. Wir tun jetzt die Zügel, aber natürlich nicht alle. Denn es hat einfach viel zu viele Terrarien, die leer sind. Da ist nichts mehr drin. Und es werden 6 insgesamt nachher rübergenommen. Heute zügeln sie nur die kleinen Sachen. Die grossen Möbel kommen dann später. Die hat wie dir noch Platz. Ich nehm's. Das können wir auch aufnehmen. Können wir nachfahren? Ja. Die neue Wohnung ist auch in Terwil, einfach in einem anderen Quartier. Und es ist wieder eine Dachwohnung. Papa! Papa kommt auch! Yeah. Der Mario ist bei einer Garage als Automechatroniker angestellt. Er hat schnell eine Pause gemacht, dass er bei diesem Moment dabei sein kann. Die Kinder kommen das erste Mal in die neue Wohnung. Was ich denn, wenn du dann zurückkommst? Passt, hä? Herein. Oh, wo Schuhe? Wow. Wo Schuhe? Kann man Schuhe? Darfst du mich noch abhalten? Jetzt haben wir 2 Wohnungen gerade. Fast da kann ich muss, nein, so weit oben, gell? Ei, ja, das ist da. Schau mal, Lea, dein Schöfi. Leas Schöfi. Schöfi. Der Herr, bitte schön. Ja, es ist. Kannst du mal schnell kommen? Okay. Die Leute müssen wissen, wo die Sachen ankommen. Und für das habe ich etwas geschrieben. Der Nico darf das verteilen mit der Milusha, wenn er denkt, dass es kommt. Die Schachteln sind so angeschrieben, dass die Leute nachher wissen, wo sie sie reinstellen müssen. Ich gebe mir jetzt ein Zimmer machen. Endlich. Ich kann ein größeres Chaos verbreiten und muss dann später hoffentlich nicht aufräumen. Und ja, ich freue mich einfach so, dass ich endlich mein eigenes Zimmer habe. Du passt jetzt schön auf mein Zimmer auf, Bruder. Das ist
ist unser Zimmer. Schließzimmer, das ist Leas Zimmer. Das ist da ganze Ecke und Leas Schäflebett. Und da kann man Spielsachen anmachen und da ganze Raum, da geht alles mit. So kann ich mein Tablet aufladen, ganz allein. Und so kann ich besser schauen und dann habe ich besser meine Ruhe. Sie haben lange nach einer passenden Wohnung gesucht. Die hier erfüllt alle ihre Wünsche. Ja, wir hatten eigentlich die Option, einen Shop zu mieten mit einem Haus. Aber das war nicht in Terwil und dann konnte Nico nicht hier in die Schule gehen. Der Zeitpunkt ist sehr suboptimal gewählt. Wir könnten jetzt Zeit brauchen, um neue Räume zu finden. Mit dem Brand sind wir immer noch sehr beschäftigt. Es ist schlecht, aber wir mussten zugreifen. Meine Erinnerungen von der Werkstatt. Dass wir sie aufhängen in der Stube. Das ist vom Motor, hat das Abendblatt gedruckt und dann ist ein Reifen drunter gesetzt, unter einen Reifen geschoben, der Aluminium. Und jetzt sieht man hier den Abdruck noch, jetzt hänge ich das so auf in der Stube. Als Erinnerung an meine Werkstatt. Wenn ich das so anschaue, dann ist mir klar, es wird nicht mehr etwas von dort übrig bleiben. Geht mir schlecht, wenn ich das sehe. Aber es muss natürlich wieder aufwärts gehen, gell? Gehe ich vor, oder was? Ist das gut? Die schweren Sachen übernehmen die Männer. Achtung. Die Andrea darf das nicht lüpfen. Seit der Geburt von der Lea hat sie Schmerzen im Bauch. Das ist leicht. Ich habe Listenbruch, mehrfache Listenbrüche. Und es sollte ein bisschen schonen noch, bis es operiert ist. Und Nabelbruch ist auch noch diagnostiziert worden. Nach dem Zügeln will sie sich dann um ihre Gesundheit und um eine neue Garage kümmern. Jetzt gerade an. Komm, gehen wir runter. Mal schauen, ob das Wasser kalt ist. Der Marcel will seiner Familie einen Lieblingsort aus seiner Kindheit zeigen. Das Wegital im Kanton Schwyz. Das ist wärmer als der Pool von der Linda. Ja, wo wir denn Lindas Pool? Also noch Bär, hä? Wie Maybe. Zu warm, hä? Das ist der Schweizer Strand. Ja, los. Genau. Lütlis, geht weg! Das ist doch schön. Ich habe natürlich meine Jugend ein bisschen da verbracht. Ich war immer da hinten. Auch mit dem Velo in späteren Jahren. Um den Wegitalensee zu fahren. Und halt Bergen ist halt Frieden, da ist halt noch ein bisschen die alte Schweiz. Für Alex und Elina gibt es hier in den Bergen viel Neues zu entdecken. Das kennen sie so von Australien nicht. Mach deine Augen auf und schau runter. Das ist aber gross. Ja, recht gross. Ja? Ich habe gemeint, es wäre Wasser drunter. Mama, darunter hat es schon Wasser. Das brauchen sie, um den Strom zu machen. Ja, gut. Der ist huge, hä?
clean it up. Don't swallow the rock there. Also jetzt kannst du speuzen. Bereit? Ich tue zuerst. Oh, I think he's getting a bit of spit on there too. Super. Noch eines. Another one. Man ist eigentlich immer ein bisschen zwischen denen wieder. Gell? Schön, herrlich. Ja. Drei Generationen. Chinesischer Eispuck. Oh. Und welcher kannst du am besten? Ich. Es wäre nichts gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, nein. Alex, show me your mouth. Alex, zeig mir dein Maul. Was ist passiert? Komm. Du siehst aus wie ein Vampir. Zeig. Show me. Look, like this. Es freut mich, wenn ich so etwas jetzt sehe von meinen Kindern, die die gleichen Erfahrungen machen, die ich eigentlich hatte. Und das ist auch einer von diesen Gründen, wieso wir hier zurück in die Schweiz kommen, um genau das weiterzugeben. Die haben jetzt ihre 8 Jahre in Australien gehabt. Christine hat ihnen das weitergegeben. Und jetzt ist es an mir, um ihnen zu zeigen, wie wir das in der Schweiz haben. Ich will nicht, dass dass wirklich Schweizer werden, 100%. Ich will, dass die Australier Schweizer bleiben. Have a drink, yeah. Es ist Nachmittag zu Dachsen. Die Kinder sind zurück aus der Schule. Ich kann nachher noch schnell raus. Bevor sie spielen dürfen, müssen der Lars und Silja aber noch ihre Hausaufgaben machen. Du musst zurückrechnen bis zur nächsten ganzen Zahl. Die Iris ist Lehrerin. Das macht es daheim nicht einfacher, im Gegenteil. Also mit den eigenen Kindern aufzumachen ist manchmal ein bisschen schwierig. Wir möchten gleich auch noch als Mami und dann sind sie frustriert und lassen das an Mami aus. Aber es geht immer besser. Es ist immer so ein bisschen phasenweise. Mit dem einen geht es mal gut, mit dem anderen nicht und dann wieder umgekehrt. Nein. Das ist die gleiche Zahl, die du da schon hast. Ja, aber I think he only wanted to do this. Iris ist in Südafrika zweisprachig aufgewachsen und will das ihren Kindern weitergeben. Jede Sprache, die die Kinder mit auf den Weg bekommen, ist wie ein Schatz oder etwas, was sie gratis mit auf den Weg bekommen haben. Und auch wenn sie jetzt nicht Englisch reden mit mir oder mir auf Englisch antworten, verstehen sie doch auch viel und haben in der Schule einen riesen Vorteil. Könnt ihr da kommen? Die Iris betreut heute neben den eigenen Kindern noch 2 andere Mädchen aus dem Dorf. Lisa, du müsstest in etwa 10 Minuten, 4 Stunden heim. Und Elin, wir müssen uns dann bereit machen fürs Training. Nein, Silja, du hast immer noch 5 Minuten. You started after 5 o'clock. Please. So aufzugehen, wo sie sagen, wie lange man arbeiten muss, gefallen mir nicht so, weil ich sonst immer viel schneller bin. Heute muss ich 30 Minuten am Mathe-Wochenplan arbeiten. Hey Leute, es ist Zeit zum Losgehen. Die Familie Neck hat nämlich neben der Kartbahn noch ein anderes gemeinsames Hobby. Die Iris ist Leiterin von einer speziellen Sportart, dem Rope Skipping. Das ist Seilkumpen für Fortgeschrittene. Ich glaube, es ist so in Amerika dann so ein bisschen gross geworden, so die Strassenjugend. Und das hat sich jetzt weiterentwickelt zu einem Sport, wo eben auch Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Ich finde, das vereint einfach mega viel. Sie brauchen Kondition, dann ist es auch sehr akrobatisch, so ein bisschen das Tänzerische mit der Musik. Das meint die Buben, das auch zusammen machen, dass es Einzelwettkämpfe gibt, aber auch Teamwettkämpfe.
machen am meisten Gymnastics, Handstand oder so am meisten Spaß. Alle, die im Rope Skipping Camp waren, das sind die grüne Livia haben und Stefanie, haben eben im Camp so eine Routine gelernt. Das ist wie eine kleine Show. Und die wollen wir euch heute zeigen. Die Familie Helen-Basic hat sich schon ein bisschen in der neuen Wohnung eingelebt. Nur ein Mitbewohner hat noch kein richtiges Plätzchen. Was kommt da rein? Was ist Nico? Mama. Mama? Nein, Mama, da braucht keinen Platz da rein. Was kommt da rein? Ein Gecko? Gecko. Gecko? Wer kommt rein? Das Schöne? Hey. Schöne. Gecko. Gecko, genau. Und Pflanzen und Erde. Da haben wir 2 Paar Erde gemacht. Noch eine Bananenschale haben wir noch nicht geholt. Gell? Soll ich holen? Oder holst du? Der Mario weiss genau, was die Gecko alles brauchen. Sonne, ganz wichtig. Viel Sonne, viel Licht. Essen holen sie sich selber. Die meisten holen sich auch das Trinken durchs Essen. Und ja, ein gutes Klima. Viele Bäume zum Klettern, die wir draußen haben. Ein bisschen Rauchsmaterial, ein bisschen Glatzmaterial, weil es eine feine Haut hat. Ja. Einmal. Die Gecko ist eigentlich mehr eigentlich von meiner Frau die Idee gewesen. Und Spinnen, also eigentlich mehr Dinge. Seit ich in der Schweiz bin, seit 1994, kann ich eigentlich spinnen. Nein, das hast du gut gemacht. Happy. Holst du eine Schaufel, bitte? Oder Staubsauger. Holst Staubsauger, Mami. Den wir zusammentragen, das ist, glaube ich, schwer, oder? Ui. Okay, gut. Das ist stark, hä? Hast du gesehen? Du putzen jetzt, Schatz. Oh. Aber eigentlich können wir nachher putzen alles. Ja, Andrea. Papi. Ja. Hast du Angst vom Gecko? Nein, keine Angst. Oder? Nein, das ist dein Kollege. Oh, schau da das Auto, Andrea. Hat er gesagt, er macht es nicht raus. Was hat's? Engerling. Au. Nein. Ja. Ach, Du echt viel? Noch eine. Nein, ich habe doch jetzt gerade noch gesehen. Wo ist eine? Nein, das ist keine. Nein, Lea. Nein, da, Futter. Aber das ist gut, es gibt Essen für die Gecko. Der Mario hat mit seinen Spinnen mich ein bisschen anstecken, glaube ich. Und dann sind wir auf diesen Börsen, Spinnenbörsen. Und dann habe ich irgendwie gesehen, es hat so tolle grüne Geckos dort, so ganz kleine und so blaue, smaragdige. Die haben mir wirklich gefallen und dann wollte ich halt einfach einen kaufen. Da habe ich gerade 2 gekauft. Und nachher, als wir daheim waren mit diesen Geckos, hat er gesagt, ja, die leben im Fall über 20 Jahre. Und ich... Aha. Ja, weil er kennt sich ja schon gut aus und ich hätte mich vielleicht ein bisschen informieren sollen. Aber es ist ja nicht so, dass ich sie nicht toll finde. Es war einfach so ein bisschen unüberlegt. Nicht am Boden, Spaß, nicht am Boden, Lea. Mach's da wieder rein. Oh. Tu mal putzen. Papi. Putzen. Jetzt. Ja. Das ist ganz braun. Das ist immer ein Schatz da. Das stressen wir ihn nicht mehr. Das lassen wir ihn. Der ist auch wieder schnauft. Macht er sonst normalerweise so. So.
Ist alles gut. Auch das Tier bekommt einen neuen Platz. Stellst du es an? Mal schauen. Chef, schau, sag du. Ja. Ja. Dort, wo es Platz hat. Ja, aber... Warte mal schnell. Ja, heute noch am Abend. Die Kleider kommen ja eh nachher weg. Ich mache jetzt kein Theater. Die Kleider kommen ja weg. So, tun wir drüber stolpern, aber dann soll ich die Spinner rafieren und noch Wasser geben. Wäre vielleicht gesagt. So, ist gut. Die Kinder sind auch noch da. Ja, ist alles. Das ist eigentlich wie wenn sie nicht da wären. Ich merke nichts davon. Ich schlafe genau gleich gut. Du? Ist egal, gell? Ich mache keinen Lärm, ich denke nicht. Ist noch gemütlich, kannst du zuschauen. So. Ich kann aus dem Bett, da ist nämlich mein Schlafplatz. Ist da. Ich finde es okay. Ja, mir stört das nicht. Wow, ja, da hat es aufgegeben. Das nächste Mal ist die ganze Familie Schwendeler aufgeregt. Der erste Schultag. Ich bin glaube ich gerade so nervös wie der Alex. Alex ist auch ein bisschen nervös. Beide Kinder verstehen noch nicht gut Deutsch. Was ist das Zeichen? You're silent. It takes courage. Es braucht Mut. Und ich bin so stolz. Es ist unglaublich. Hallo, ich bin's, der Haardoktor. Neue Wohnung, neue Frisur. Ist gut. Bist happy? Und wie bei jedem anderen Coiffeur wird auch hier über Gesundheit geredet. Das mit der Physiotherapie möchte ich jetzt schon zuerst probieren, bevor ich unter das Messer gehe. Das ist der Hammer. Das ist mega. Ich sehe ganz anders aus. Im Hallenstadion gilt es ernst. Die Familie Neck macht erste Versuche mit dem Kartauto. Cool. Ja. Ich kann noch ein bisschen anders auf dem Eis, gell? Sie sehen eigentlich Nicht schlecht, oder? Gell? Das alles und noch viel mehr Geschichten das nächste Mal bei SRF bei den Leuten Familiensache. Bye, bye.